Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Und niemals, solange die Erde besteht, werden Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht aufhören. Liebe Frauen und Männer, liebe Kinder und Jugendliche, mit diesen Worten aus dem ersten Buch Mose, dem Buch Genesis, hat Gott vor langer, langer Zeit den Menschen versprochen, dass er immer zu ihnen stehen wird. Und mit diesen Worten begrüßen wir euch alle herzlich zu unserem ökumenischen Gottesdienst zur Fastenzeit, der heute zugleich ein Gottesdienst für die und mi ist. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Wir feiern den Gottesdienst unter dem Motto Unterm Regenbogen. Wir können heute zwar leider nicht zusammen in der Kirche feiern, denn viele von euch müssen sich ganz besonders vor dem Coronavirus schützen. Aber Gott ist auch da, wenn wir über den Bildschirm miteinander beten. Er verbindet uns unsichtbar fest miteinander, denn wir feiern ja in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In diesem Jahr haben Brot für alle und Fastenopfer die Fastenzeit unter das Motto Klimagerechtigkeit jetzt gestellt. Wir sollen uns in diesen Wochen vor Ostern ganz besonders Gedanken machen, was wir tun können, damit es nicht nur den anderen Menschen, sondern auch der Natur, der ganzen Schöpfung gut geht. Und das Erste, was wir dafür tun können, ist, dass wir wieder lernen, uns zu freuen und dankbar zu sein, wie schön und wie gut Gott die Erde hat werden lassen. Wir sagen Gott deshalb mit einem Lied Danke für seine wunderbare Schöpfung. Und wenn ihr es nicht schon gemacht habt, könnt ihr jetzt noch die Kerze anzünden und mit den Instrumenten mitmusizieren.
Mit dem Lied «Laudato Si» haben wir Gott Danke gesagt, wie schön dass die Schöpfung ist. Gerade auch jetzt, in diesen schönen, warmen Frühlingstagen, die wir erlebt haben und erleben, wo die Primeli spriessen und die Schlüsselblümchen, Krokus, Schneeglöckli, alles wieder neu voranschaut, die Natur fängt an zu erwachen und wachsen und spriessen, tun wir das gerne singen. Aber wir merken ja auch, die Temperaturen werden generell immer wärmer und wärmer. Es gibt neue Hitzerekorde. Das Wetter wird manchmal sehr trocken. Aber dann regnet es auch wieder sehr stark. Es gibt Lawinen, Steinschlag und wir merken, die stärkeren Klimaausschläge, die sind intensiver als in früheren Zeiten. Im Blausee sind ein Haufen Forellen gestorben, weil wahrscheinlich giftiges Material unerlaubt im Steinbruch ist deponiert worden. Die Natur reagiert auf uns Menschen, wenn wir nicht Sorge tragen zur Umwelt, wenn wir nicht rücksichtsvoll mit ihr umgehen. Wir brauchen die Natur, Bäume, Tiere, Pflanzen. Wir leben von ihnen und sie leben von uns. Wir wollen beten miteinander. Guter Gott, schön ist unsere Welt und die reichhaltige Natur, die du geschaffen hast. Danke für die vielen Farben und den grossen Reichtum, wo wir in jeder Jahreszeit immer wieder neu dürfen bestaunen, auch gerade jetzt im Frühling. Aber wir merken auch, wie fragil unsere Umwelt ist, wie wenig das es braucht, dass das Leben auch bedroht ist und geschädigt wird. Schenke uns aufmerksame Augen und Ohren für die Natur, für die Tiere, für unsere Umwelt und hilf uns, Sorge zu tragen für die Schöpfung und respektvoll mit ihr umzugehen. Wir danken dir dafür. Amen. Wir hören jetzt ein Lied, das ihr natürlich gerne noch mitsingen dürft. Gib uns Ohren, die hören, Augen, die sehen und ein weites Herz, andere zu verstehen. Gott, gib uns Mut, unsere Wege zu gehen. Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen, um dein weites Herz, andere zu verstehen. Gott, gib uns Mut, unsere Wege zu gehen. Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen, um dein weites Herz, andere zu verstehen. Gott, gib uns Mut, unsere Wege zu gehen. Ich erzähle euch eine der ersten Geschichten aus der Bibel. Die meisten von euch werden sie kennen. Die Bilder haben Frauen aus der Gruppe Nachtigallen vom Zentrum Mittengraben in Interlaken und eine Schülerin aus Unterseen gestaltet. Zwischen ihnen hören ihr Klänge und Geräusche. Auch da seid ihr eingeladen, mitzumachen. Als Gott die Welt erschaffen hat, hat er gesehen, es ist alles sehr gut. Er hat Freude gehabt an den Pflanzen, an den vielen verschiedenen Tieren auf der Erde und im Wasser und auch an den Menschen. Es hätte immer so weiter gehen. Aber es ist anders gekommen. Es ist nicht lang gegangen. Da haben die Menschen immer wie mehr Böses denken und machen. Sie haben nicht mehr Macht gegeben auf der Erde und haben nicht mehr zueinander geschaut. Jeder hat gerade das gemacht, was ihm genützt hat. So viel Gewalt und Unrecht war überall herum.
Das hat Gott Tauben und vor allem sehr traurig gemacht. Ja, er hat angefangen bereuen, den Mensch überhaupt erschaffen zu haben. Nur der Noah und seine Familie waren anders. Gott hat gesehen, wie sie Sorge haben zueinander und auch wie sie streiten, wieder Frieden gemacht haben. Dass sie dankbar sind für das Leben, das sie geschenkt haben bekommen. Und dass sie Freude haben im Umgang mit den Tieren. Da hat Gott zu Noah geredet. Und der Noah hat die Stimme gehört, die zu ihm sagt: Ich habe genug von diesem Unrecht auf dieser Erde. Das Böse wird schlimmer und hört nicht mehr auf. Das muss jetzt ein Ende nehmen. Darum wird eine grosse Flut über die Erde kommen und alles überschwemmen. Noah, bau dir ein grosses Schiff aus Holz und mach, dass es ganz dicht wird. Die Arche soll ein Dach mit vielen Kammern haben. Du sollst deine Familie mitnehmen und von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen. So werden die Flut überleben. Der Noah hat gut zugelassen. Was hat er echt gedacht, wo er die Worte gehört hat? Ein Schiff bauen, wenn so rundum trocken ist. Wir wissen nicht, was er gedacht hat. Aber er hat sich an die Arbeit gemacht und angefangen zu bauen. Viele Tage hat er gehämmert und gesagt. Als die Arche fertig war, ist am Noah seine Familie reingegangen. Als nächstes sind die Tiere gekommen. Von allen Gängen ein Paar. Löwen, Schafe, Käfer, Vögel, alles, was läuft, schnackt und schleicht, hat sich in den Bauch von diesem grossen Schiff hineingedrängt. Was hat das für ein Geschnatter, Quietsch, Gewicher, Gebrüll und noch einen Haufen mehr Laute gegeben in dieser Arche hinein. Nachdem der Noah kontrolliert hat, ob alle drinnen sind, ist die Tür zugegangen. Und dann sind Wolken aufgezogen. Es ist dunkler und dunkler geworden. Zuerst hat es nur getröpfelt, dann geregnet, immer und immer mehr. Dann hat es angefangen zu schütten, stärker und immer stärker. Ja, wie aus Kübeln hat es runtergeleert. Gerade so, wie man eine Schleuse im Himmel hätte aufgetan. Blech, Flüsse und See sind überlaufen. Die Erde hat es überschwemmt. Mensch und Tier sind vertrunken. Am Noah hat es weh getan, dass die Menschen und die Tiere umgekommen sind. Er hat zum Himmel geschaut und sich gefragt: Ist Gott auch traurig über das, was da passiert? Die Arche aber mit dem Noah, mit der Familie und den Tieren ist sicher auf dem Wasser geschwommen. Endlich, nach vielen Wochen, ist ein starker Wind aufgekommen. Der Regen hat aufgehört und der Wind hat die Erde langsam getrocknet. Als das Wasser abgeflossen ist, hat der Noah ein paar Wochen gewartet. Und dann hat er ein Fenster aufgetan und einen Rab fliegen. Der Rab ist davon geflogen, aber schnell wieder zurückgekommen. Er konnte noch nie landen, weil es überall noch nass war. Dann hat der Noah eine Taube ausgeschickt. Aber auch die Taube ist wieder zurückgekommen. Und eine Woche später ist die Taube noch einmal geflogen. Und gegen Abend ist sie zurückgekommen und hat ein Ästchen vom Olivenbaum im Schnabel getragen. Jetzt hat der Noah gewusst, dass es nur noch wenig Wasser auf der Erde hat. Und als die Taube noch ein drittes Mal fliegen liess, ist sie nicht mehr zurückgekommen. Sie hat ein Plätzchen gefunden, wo sie bleiben konnte.
Endlich, nach dieser langen Zeit vom Warten, hat der Noah die Arche aufgetan und hat rausgeschaut. Was hat er gesehen? Überall war es trocken. Eine grosse Freude haben ihn und die ganze Familie ergriffen. Und dann haben sie die Türen aufgetan und nach dies nach alle Tiere in die Freiheit gelassen. Das muss eine Riesenfreude sein für alle Tiere, nach diesen langen Tagen, Wochen, ja sogar Monaten, die sie im Schiffbauch verbracht haben, eng aneinander gedrückt. Endlich wieder frische Luft schnuppern, die Beine richtig durchstrecken, frei sich bewegen. Ist das eine Wohltat gewesen? Wie schön hat jetzt die Erde ausgesehen. So schön wie am Anfang. Am Boden ist grünes Gras gewachsen und überall haben Blumen geblüht. Da ist der Noah und seine ganze Familie auf die Knie gesunken und sie haben Gott für die Rettung gedankt. Auf einmal haben alle zum Himmel hochgeschaut und gestaunt. Ein wunderschöner Regenbogen hat über ihnen geleuchtet. Da hat der Noah die Stimme von Gott gehört, die sagt: Der Regenbogen ist ein Zeichen für mein Versprechen an alle Menschen. Nie mehr soll das Leben auf der Erde vernichtet werden. Solange die Erde besteht, solange soll Säen und Ernten, Sommer und Winter, Tag und Nacht nie aufhören. Immer wenn ihr den Regenbogen seht, denkt daran, dass ich für immer mit euch verbunden bin. Gottes Regenbogen seht, Halleluja, über Erd und Himmel steht, Halleluja. Dieses Zeichen macht uns kund, Halleluja, Gott schließt mit uns einen Bund, Halleluja. Auf der Welt soll Friede sein, Halleluja, allen Menschen, groß und klein, Halleluja. Gott gibt euch dazu die Kraft, Halleluja, dass ihr Recht und Frieden schafft, Halleluja.
Einmal habe ich ein Lied gehört. Und sollte morgen die Welt untergehen, ich pflanzte heute noch ein Bäumchen ein. Vielleicht kennt ihr das Lied. Eigenartig. Wenn morgen die Welt untergehen, ich würde heute noch ein Bäumchen oder ein Äpfelbäumchen, heisst es manchmal schon, einpflanzen. Ich habe recherchiert, es wird dem deutschen Reformator Martin Luther zugeschrieben, der Satz. Der Luther war ja auch ein grenzenloser Optimist gewesen. Im ersten Teil, in dem stimme ich überein. Und sollte morgen die Welt untergehen. Es gibt ja einiges, was scheint auf den Untergang, auf das Ende hinzudeuten. Das Klima eben, das immer wärmer wird. Das Eis am Nord- und am Südpol, das am Schmelzen ist, das viel stärker schmilzt als früher. Gletscher, auch bei uns in der Schweiz, Plenmort-Gletscher, der Aletsch-Gletscher, Morteratsch-Gletscher und so weiter. Alles ist am Schmelzen. Oder all die Tierarten, die Pflanzenarten, die bedroht sind. Ich habe gelesen, dass die Weltnaturschutzunion eine rote Liste führe. Mit den Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Im letzten Jahr waren das 90.000 verschiedene Arten von Tieren und Pflanzen, die in der Welt vom Aussterben bedroht sind. Oder denken doch an die Kriege überall. Die Kriege seit Jahren in Syrien, seit vielen Jahren in Afghanistan, in Jemen, in Äthiopien. Und die grossen Flüchtlingsströme mit Menschen, die aus diesen Kriegsgebieten und aus armen Ländern zu uns nach Europa flüchten. Weil sie vor dem Krieg flüchten, weil sie vor dem Verarmen flüchten. Das sind doch nicht gerade rosige Aussichten für unsere Welt. Wie kann man da nur Optimist sein? Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ja, auf den ersten Blick sieht dieser Spruch von Martin Luther wirklich ziemlich dumm aus. Warum sollte ich noch einen Baum pflanzen, wenn die Welt sowieso untergeht? Man könnte meinen, wer einen solchen Baum pflanzt, der muss ein bisschen verrückt sein. Aber das stimmt nicht. Wer einen Baum pflanzt, hat in sich etwas Großartiges und Wunderbares, was man nicht sehen kann. Er hat Hoffnung. Wer einen solchen Baum pflanzt, der sagt, auch wenn alles schlecht aussieht, auch wenn es so aussieht, als geht morgen die Welt unter, es gibt doch immer noch Hoffnung. Denn ein Baum wächst ja nicht, weil er das selbst will oder selber machen könnte. Das Bäumchen kann wachsen, weil Gott das so will. Gott hat die Kraft zum Wachsen in das Bäumchen hineingelegt. Und genauso hat Gott eigentlich die Kraft zum Guten in uns Menschen hineingelegt. Aus einem kleinen Apfelbäumchen kann ein großer Apfelbaum werden, weil Gott das so will. Und aus etwas ganz kleinem Guten, das wir heute oder morgen tun, kann etwas Großes Gutes werden. Und das heißt, natürlich ist es schlimm, wenn die Gletscher schmelzen und wenn es Erdrutsche und Hochwasser gibt, weil sich das Klima wandelt. Aber davon geht die Welt noch nicht unter, es gibt noch Hoffnung. Und es ist traurig, wenn jeden Tag 150 Tier- oder Pflanzenarten aussterben, weil wir Menschen nicht genug Rücksicht nehmen. Aber es gibt noch Hoffnung. Und es ist schrecklich, wenn die Menschen in Afrika und in anderen Ländern verhungern und verdursten, weil das Klima sich ändert und nichts mehr zum Essen wachsen kann. Aber es gibt noch Hoffnung. Und es ist schlimm, wenn wir Menschen in den reichen Ländern irgendwie mitschuldig sind, dass Menschen in den armen Ländern ausgebeutet werden.
Aber es gibt noch Hoffnung. Und es ist auch schlimm, wenn wir mit unseren Freundinnen und Freunden und Nachbarinnen und unseren Familien gerne im Frieden leben würden und es leider nicht immer schaffen. Auch dann gibt es Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung, wie beim Apfelbäumchen, das man pflanzt, weil wir ja nicht allein sind. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann dürfen wir uns daran erinnern, Gott ist ja nicht nur bei uns. Gott ist in allem und er hält zu uns. So wie er damals den Bogen an den Himmel gesetzt hat und gesagt hat, ich bin da, ich halte zu euch, so sagt er auch heute zu uns, ich bin da, ich halte zu euch. Ihr dürft hoffen, dass das Gute stärker ist und ihr habt eine große und wichtige Aufgabe, ihr alle. Ihr dürft dem Guten helfen, dass es wachsen kann. Als Zeichen von unserer Hoffnung wollen wir jetzt farbige Tücher zu einem Regenbogen zusammenlegen und zu jeder Farbe sagen, was es für uns bedeuten könnte, ein Apfelbäumchen zu pflanzen. Ich nehme mal Rot. Rot steht für die Liebe, so wie uns Gott gerne hat. So können wir auch unsere Mitmenschen lieben. Wir können anderen guten Freundin sein. Vielleicht braucht jemand auch gerade Hilfe. Oder dass ich mit ihm oder ihr ein bisschen Zeit verbringe. Manchmal reicht es auch, wenn man jemandem richtig zulässt. Orange. Orange ist eine leuchtige Farbe. Sie steht für die Lebensfreude. Freude, dass wir leben dürfen, dass wir eine Familie haben, dass wir Freunde, Freundinnen haben. Leute, die gut zu uns stehen, gut zu uns sind. Menschen, die uns unterstützen und Menschen, die wir gerne haben. Ich nehme Gelb. Gelb wie die Sonne, gelb wie das Licht. Wenn jemand gute Laune hat oder mich mit seinem Lachen anstrahlt, wird es mir manchmal ganz hell und ganz warm ums Herz. Alle dunklen Gedanken sind weggeblasen und ich denke, ich möchte auch gerne eine Sonne sein für die anderen. Meine Farbe ist grün. Das frische Grün von den neuen Blättern vom Buchenbaum im Frühling, das ich jedes Jahr bestaune. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Hoffnung hilft uns, schwere Zeiten auszuhalten und durchzustehen. Ein lieber Gedanke, ein guter Wunsch auf den Weg, das gibt mir neuen Lebensmut. Ich nehme Blau. Blau erinnert mich an den Himmel. Wenn man den Himmel anschaut, scheint er einem unendlich. Unendlich wie Gottes Liebe und seine Treue zu uns Menschen. Am Schluss nehme ich noch die Farbe Violett. Sie ist ein bisschen dunkel und nachdenklich. Ein Apfelbäumchen pflanzen, das heißt, nicht aufhören mit Hoffen. Und das hat ja auch mit Nachdenken zu tun und mit Umkehren und mit auf Gott hören und mit Beten.
Wir wollen beten miteinander und denken dabei an unsere Mitmenschen auf der ganzen Erde. Wir sollten uns Zeit nehmen zum Durchschnaufen und schon wieder läutet das Telefon. Wir wollen Geduld haben mit den Kindern, auch wenn sie die Wohnwand gerade neu bemalen. Wir möchten keine Plastiksäcke mehr brauchen. Und schon wieder habe ich mein Juttentäschchen vergessen. Gott, du kennst unsere kleinen und grossen Laster, unsere Überforderung im Alltag gut. Lass uns nicht daran verzweifeln, sondern hilf uns, dass wir ab und zu mal über uns selber lachen können. Schenk uns Zuversicht, dass jeder neue Tag uns Gelegenheit gibt, das Beste daraus zu machen. Gott, seit einem Jahr plagt uns auf der ganzen Welt die Pandemie. Menschen werden krank und sterben am Coronavirus. Wir müssen uns einschränken in der Hoffnung, dass wir die Ausbreitung von diesem Virus eindämmen können. Sei du bei allen, die leiden unter diesem Virus. Schenke ihnen Kraft und Zuversicht. Gott, unser Vater, du hast uns die Erde gegeben, damit wir sie bewahren. Lass uns lernen, die Schöpfung zu achten und zu schonen, dass auch zukünftige Generationen auf der Erde leben können. Gott, du hast uns eine wunderbare Welt geschenkt, in der es eigentlich genug gibt für alle. Wir bitten dich, dass wir lernen, das, was du uns schenkst und für uns wachsen lässt, immer gerechter zu verteilen. Lass uns die Menschen in den armen Ländern nicht vergessen, besonders die Menschen in Guatemala, für die wir in dieser Fastenzeit sammeln. Gott, du bist ein Gott vom Frieden. Du siehst nicht gern, wenn die Menschen streiten. Hilf du uns, dass wir nicht zuerst an uns denken, sondern gib du uns Kraft, unsere Nächsten zu lieben, auch wenn es nicht immer so einfach ist. Bewahr du unsere Familien und Gruppen vor Unfrieden. Wir bitten dich auch für die Menschen, die nicht so in einem friedlichen Land leben können wie wir. Danke, dass du ihre Wunden heilst und ihnen immer wieder Hoffnung schenkst. Schlussendlich bitten wir dich, dass du uns deinen Frieden ins Herz gibst, durch deinen Sohn Jesus Christus. Zusammen mit der weltweiten Kirche wollen wir jetzt das Gebet beten, das uns Christus hat gelehrt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot
Gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich weise euch noch auf die Kollekte hinweisen. Am Suppentag, wo wir am Samstag, 13. März, die Spiez durchgeführt haben, haben wir mit dem Verteilen von der Gerstensuppe Geld gesammelt. Verschiedene Leute aus der Kirchgemeinde und KW-Schüler aus der 7. Klasse haben mitgeholfen. Das Geld wird gesammelt für ein ökumenisches Projekt in Guatemala. Ein Projekt, das vom Fastenopfer und vom Brot für alle organisiert wird. In Guatemala leidet die einheimische Bevölkerung, die vor allem aus Bauern besteht, unter Klimaveränderungen. Lange Dürren, Wirbelstürme, Vulkanausbrüche. Die einheimischen Familien werden geschult in neuen, angepassten Anbaumethoden. Sie werden unterstützt, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können, dass sie Schulen bekommen für ihre Kinder und Gesundheitszentren, damit sie medizinisch versorgt werden können. Ihr findet die IBAN-Nummern hier eingeblendet und ihr findet es auch auf den Homepages von der katholischen und von der reformierten Kirchgemeinde Spiez. Dort findet ihr die Nummern mit dem Bankkonto, das ihr einzahlen könnt für das Guatemala-Projekt und mit eurer Kollekte unterstützen. Ganz herzlichen Dank. Gott hat die ganze Welt in der Hand, Gott hat die ganze Welt in der Hand, Gott hat die ganze Welt in der Hand, Gott hat die ganze Welt in seinen Händen. Gott hat der Wind und der Regen in seinen Händen, Gott hat der Wind und der Regen in seinen Händen, Gott hat der Wind und der Regen in seinen Händen, Gott hat die ganze Welt in seinen Händen. Gott hat auch dich und mich in seinen Händen, Gott hat auch dich und mich in seinen Händen, Gott hat auch dich und mich in seinen Händen, Gott hat die ganze Welt in seinen Händen. Gott, der du unsere zerbrechliche Erde segnest, segne auch uns und mach uns zu Dienerinnen und Dienern deiner Schöpfung. Segne uns, damit wir alles, was du geschaffen hast, respektieren und schützen. Segne uns, damit wir uns freuen an Feldern und Blumen, Wald und Bäumen, Ozeanen und Flüssen. Segne uns mit der Sehnsucht nach einer neuen Welt, wo alle blühen können. Segne uns mit Achtsamkeit und Sorgfalt, damit wir sanft über die Erde wandeln. Segne uns mit Entschiedenheit und Kraft, alles für zukünftige Generationen verantwortungsvoll zu bewahren. Segne, begleite und behüte uns und deine ganze Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.